Modenowen das an der Stadt zum Beispiel am Cafetheatre Rockers Rendezvous den Luchofir 15 Käierget Lesebühne. Dat as wie eng Mischung aus Lesung, Performance, Kabarett an noch Musik. Also ganz spezielle Mix, den en Kehr muss Mader lieft hunn. An gëtt dabei immer een Stammensemble, de praktisch immer do ass, dazu geheieren Autore wie Claudine Muno an der Franci Kirps, met noch immer spezielle Witeen do. Am Modenowen ass dat ënner anderem de Poetry Slammer Andreas Weber vu Münster, een studéierte Philosoph a Kulturwissenschaftler. Mit an war noch Lützebäier dabei, nämlich de Franz Konrad, den Rendezvous ass, a de Jolo extra op pu Minute fir als Golet. Gute Mitte. Gute Mitte. Ja, auch dir sie den studierte Mönch, Germanistik, Slavistik, Geschicht gehört dazu, an Schmasogelos, die promoveiert doch gerade auf der Uni Lützeburg. Was macht du gene? Oh, ganz genau, also kurz so, ich promoviere in Lützeburger Linguistik, und zwar über die Aussprache vom Lützeburgischen, also die Variation an der Aussprache vom Lützeburgischen. Mengt du mit Variation zwischen Norden und Süden am Land, oder? Nee, es geht um Sachen wie, ob ihr Symbol oder Symbol seht. Also da neigt man Dialekt dazu den, mit mehr als man in den deutschen und der französischen Abschluss zu Lützeburg so groß sind. Diese Stadt zu Lützeburg niederschlägt. Geht du eigentlich richtig oder falsch, oder kann ich einfach so nicht, kann ich nicht so oder so sagen? Für mich als Wissenschaftler wird kein richtig, kein falsch. Also ich gucke nur raus von wie sieht es weh, aber ich das zu beschreiben, mir schiebe auf jeden Fall so und mache so oder mache so. Mhm. Gut, dat so ein bisschen dat beruflich eng Leidenschaft von ihr, also aber auch schon ganz lang Musik. Wie kommt das so? Mein Papa ist empfangen ein ganz guter Gitarrist, der noch früher selber geschrieben hat, und den hat 12 Jahre meine ersten Akkorde gewiesen. Und sobald ich in der Tasche hatte und ich angefangen habe, Lieder zu singen, Demos nach über Klang Live Kanner-Themen. Und seitdem habe ich von mir abgehalten, Lieder zu schreiben. Die Sachen, die mich beschäftigen, und einfach in der Musik ausgeprägt, dass du am besten am Playsten rauskommt. Und voilà, ich auftritte waren dann nach dem Studium in Deutschland. Da gibt es so Kleinkunstbühnen, also ein bisschen wie die Lesebühne auch, wo da verschiedene Leute können hier Sachen durchbieten, die sie können. Ich habe mich getraut, so, weiß nicht, was ich kann. Voilà, und seitdem habe ich Gefahren drauf und ich noch um die Zeit ungefähr entdeckt, dass Lützeburg mal als Spruch am besten Leute für Musik zu machen. So ich praktisch meine Mama-Spruch kann ausdrücken, was mich beschäftigt, was mich bewegt, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Voilà, die kann ich in der Musik am besten ausdrücken. Und wir lauschen ein kurz ran. Ich weiß auch nichts mehr, wie es kam, und ich weiß es nicht, wie ich kam, mir war das noch weiß, ich gehöre nicht hin, und ich brauche es, ein Teil von dir zu sehen. Ich weiß auch nichts mehr, wie es kam, und ich weiß es nicht, wie ich kam, mir war das noch weiß, ich gehöre nicht hin, und ich brauche dich. Und das nicht dein Reichtum, das nicht dein Geld, nicht dein Versprochen, nicht dein ege Kleinwelt, sie nicht just dein Menschen, nicht dein schöne Natur, das schon ein Gefühl. So klingt Musik von Franz Konrad also. Das ist natürlich immer ganz komisch von den Lied op Lützeburg scheiert, aber das ist ja eigentlich der Spruch, wo ich sich am besten kann, da mal ausdrücken. Ja, das fand ich auch nicht komisch. Ich habe am Anfang auch gedacht, meine Lieder waren natürlich auf Englisch, wie das so klassischerweise geht. Aber ich habe probiert, Lützeburg, und ich gemerkt, das geht genauso gut Lützeburg und sogar besser, weil ich effektiv da kann, das genauso so, wie sie doch denken. Und ich meine, das ist nicht mehr komisch als am Anfang. Wenn ich ein bisschen mehr die Sache gelauscht habe, merke ich effektiv, das Kinder steht da und kann so ganz schön sehen. Und voilà, also ich wünsche mir, dass Lützeburg das komisch ein bisschen fortgeht, was viele effektiv so gesehen. Also ich meine, das ist nicht wirklich komisch, aus einem ungewöhnlichen Texten. Hier hast du noch ein weiteres Beispiel. Milo sitzen ich, nie sei jemanisch, frohe mich wohin. Ein Teil von mir schwirft nach innen hier, und so geht es mir, bis ich nicht ganz ein Jahr sehen. Guck nicht zurück, was bleibt an Henken. Ja, was ich mal heißt du als Schwierigkeit vorstellen, wenn ihr auf Lützeburg Lieder möchtet, das ist der begrenzte Wortschatz, den wir haben, oder? Du musst ihn doch ganz tags auf frühem Weder zurückgreifen. Ja, aber das ist nicht in der Musik so, das ist eigentlich überall in Lützeburg so. Ich kann als Begrenzung, ich finde als Erweiterung, tut eben noch das Schwach. Kann in Deutsch holen, kann in Französisch holen, kann mit lautlich aufpassen, kann in Englisch natürlich auch holen. Ich fand das eine ganz kreativ Sache, die gerade in Lützeburg da ist. Also ich nicht als Reichtum, ehrlich gesagt. Wie bezeichnet man das dann? Du hast das Singer-Songwriter-Musik, oder? Ja, also so ein Singer-Songwriting, ja, voilà, Lützeburg, ja. Morgen also die Lesebühne am Rockers an der Stadt. Wie lebt das auf? Geht das auf feste Programm, oder ist das einfach vielleicht ein bisschen wie Freestyle?
Freestyle empfangen da so sind aus gedenk Paustisch den ersten Deel, den zweiten Deel an die drei die den Stammensemble wie Tej also Claude Muno mit Musik den Francis Kirchs mit witzige Kurzgeschichten an den Christian Haupt dem Poetry Slam plus die zwei Invitien sind das immer lokalen Invitien das also muss eben nicht an in Ausland Schiedsrichter kriegt bald der Pause ungefähr 10 Minuten Zeit an noch ein nur der Pause 10 Minuten Zeit an also aufwechselnd Themen die nicht viel gegen die praktisch durchbieten was Lust tut Tisch Freestyle gibt es nicht so und mit neben eine gewisse Freiheit was den Nebel machen